erzähle dir heute das Märchen, wie der Hase zum Ei ist gekommen. Ein Ostermärchen von mir für dich, von Serafina Eulenstein. Vor ganz langer Zeit ist einisch eine Henne ganz aufgeregt im Hühnerhof herumgekumpelt. Ja, sie hat nämlich ein Problem gehabt. Sie hätte Ostereier verteilen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Auftrag. Es hätte eigentlich eine Osterhenne werden. Aber unser Hühnchen ist das umgekumpelt und hat Angst gehabt. Hat die geschlottert. Ach du meine Güte, ich kann doch das nicht. Ich weiss doch nicht, wie ich so viele Eier so schnell überall verteilen kann. Weisst du wie? Und nachher die Kinder, wenn die mich sehen, und meine Güte, ich als Osterhenne. Die war so aufgeregt, das Hühnchen. Die hat so Lampenfieber gehabt. Und von lauter Lampenfieber hat sie gar nicht mehr gewusst, wie sie das machen soll. Und so hoppelt ein Hase grad nebendurch. Beim Hühnerhof hat er um eine Ecke geschaut und hat dem Hühnchen zugelassen. Du, Hühnchen, was hast denn du für ein Problem? Du kumpelst da so lustig rum. Oh, was hast denn das von einem Osterbibi, von einem Osterhenne, hast du gesagt, wo Eier verteilt? Also, wo gibt es das? Ja, weisst, ich sollte an den Kindern überall Eier verteilen. Und ich habe so Schiss, wenn die mich sehen. Ich habe so Schiss. Du bist doch ein dummes Tötschli, du. Das ist doch ganz einfach. Man hoppelt einfach ganz tiefig vom einen zum anderen, dass man es nicht sieht. Du musst eben tiefig sein. Ja, wie tiefig? Eine Henne. Weisst du wie? Dann hat sie gerade ein Ei gelegt von lauter Aufregung. Hoppla. Ja, das ist hoppla. Aber du solltest jetzt noch ein schönes Ei machen. Weisst du, so ein farbiges Ei. Ich wüsste nämlich schon wie. Ich kenne die schönsten Gräsli und die schönsten Beeren und alle Blümchen und so. Und ich könnte nämlich dir die noch färben. Und wenn wir sie dann färben, dann können wir sie dann nachher schon schön verteilen. Oh, das ist eine gute Idee. Aber weisst, ich traue mir das einfach nicht zu. Ja, ich würde das schon machen, hat das Häsli gesagt. Oh, sicher würdest du das machen? Ja, klar, ich würde das machen, aber du müsstest einfach die Eier färben. Ja, wie soll ich sie denn färben? Ich bin ja hier im Hühnerstall eingesperrt. Hier im Hühnerhof. Ich kann ja nie gehen. Gräsli und deine schönen Blümchen und Beerli und was du alles findest. Und Würzeli für das Färben suchen. Ja, da hast recht, das wird ein Problem. Und so ist es gekommen, dass sie eine Vereinbarung gemacht haben. Die Hühner im Hühnerhof haben ganz viele Eier gelegt und der Hase ist es reichen. Und der Hase hat dann mit seiner Familie die Eier gefärbt, schöne Muster drauf gemacht und sie weggemacht. Und am Ostermorgen, da ist der Hase mit einer Hutte auf dem Rücken die Eili verteilen. In den Gärten, überall unter dem Sträuchli, unter den Bänken, überall ist er verteilen und hat Freude gehabt. Und so ist es gekommen, dass es kein Osterhenne gibt, sondern
ein Osterhas. Weil unsere Gluckere ein so Lampenfieber hatte. Darum bringt der Osterhase jetzt die Eier. Ich hoffe, das Märchen hat dir gefallen. Dann bis gleich wieder einmal. Und schöne Ostern dir und deiner Familie. Und vielleicht findest du auch noch ein farbiges Ei im Garten. Dann weisst du, von wem das ist, gell?